Bruder, habt ihr mitbekommen, was gestern bei Afrika Cup war, Alter? Habt ihr das auch auf TikTok gesehen? Bruder, was ging da gestern ab? Haben wir Highlights davon? Ich hab's leider nicht live gesehen. Bruder, Gänsehaut, was da passiert ist. Oder ich fasse einfach kurz, für die es nicht mitbekommen haben. Da war gestern Finale. Ich habe das Game nicht gesehen. Ich weiß nicht, was davor schon war. Aber da war anscheinend irgendwann, das war Senegal gegen Marokko. Und ich glaube, Marokko hat einen Elfmeter bekommen, obwohl es überhaupt kein Elfmeter war. Also Schiri hat so falsche Entscheidung getroffen. Digga, und einfach alle von Senegal Mannschaft ist einfach weggegangen. Haben einfach das Spiel verlassen. Haben alle nicht mal weitergespielt, weil Schiri was das ist. Die sind alle vom Platz gegangen. Dann hat Mané wieder alle zurückgepfiffen, dass wieder alle kommen. Und dann hat Marokko trotzdem Elfmeter geschossen. Der geschossen hat, ich weiß nicht, weiß man das mittlerweile? Ich weiß nicht, ob der Typ das extra gemacht hat, auf Ehrenbruder Habibi-Basis, oder ob er wirklich einfach cold sein wollte. Auf jeden Fall hat der Elfmeter geschossen, Digga. Ich glaube, es war nicht extra und wollte cold sein in die Mitte lupfen. Von Diouf gegen. Warte, hier sieht man das Foul. Eben jetzt den Platz. Wait, war das Foul? Okay, aber ich sag mal so, ist jetzt nicht, also. Die Aktion von Diouf gegen Brahim Diaz, über die er sich beschwert. Und jetzt die Tumor. Ja, aber das kann schon Elfmeter geben, oder? Ja, wie dumm, warte mal. Das ist die Aktion von Diouf gegen Brahim Diaz. Sie für gewöhnlich. Guck mal, das ist der Elfmeter jetzt. Bluff und doppelter Bluff. Und Brahim Diaz. Digga, einer wollte cold sein. Bro, und ich glaube, der Spieler hat den Golden Boot gewonnen für das Turnier und wurde so krank ausgebuht, Digga. Holy shit, als er den Preis bekommen hat. Bruder, wurde er gefickt, Digga. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht. Bro, ich hätte das so gerne live gesehen. Holy shit, Digga. Das muss ja so Content gewesen sein. Wer hat gewonnen? Senegal. Woman Simulator. Digga, what the fuck, Digga. Das könnte sein. Bestes Game 2026. Kann sein, Bro. Man will's, Leute. Man will's. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht war's doch Gotti. Ja, hier, Digga. Hugo, liebe Grüße. Bin Mechaniker, sag mir, welches Auto du willst, gebe dir Tipps. Ich will einen Porsche haben. For free. Geht das? Der Arme, boah, ich find's ein bisschen lustig, weil er wollte halt wirklich cold sein einfach, Digga. Aber da sieht man's, Leute. Egal wie krass man ist, egal was für ein Hate man ist, wenn du einen Fehler machst, verspotten dich die Leute, aber vergessen alles andere, weil der hat anscheinend ein überkrass Turnier gespielt und jetzt mit einem Fehler, jeder hasst ihn. Ja, Leute. Bruder, gestern Peak-Abend. Wow. Ich muss öfter nach Köln gehen. Bruder, ich habe 2 Stunden lang nur Fußball gespielt. Ich war danach so am Arsch, Digga. Und ich habe jetzt eine Frage. Ist es valid, dass mein Ring anzeigt, dass ich 1500 Kalorien verbrannt habe? Verbrennt man mit 2 Stunden Fußballspielen 1500 Kalorien? Junge. Aber ich bin halt wirklich auch durchgehend gerannt. Ich war so am Arsch, Digga. Meine Lunge hat so wehgetan. Ich musste die ganze Zeit so richtig husten und alles. Aber es war so geil. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe an dem Abend am meisten Tore geschossen. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich Zweiter bin. Ich weiß es nicht. Aber ich bin der Goat. Das ganze Fußballspiel alleine hat sich ausgezahlt. Wie viel? Retalk, ich glaube, ich habe über 10 geschossen. Voila. Digga, und einer war so clean. Ich wünschte, es wäre aufgenommen. Bruder, ich war im Flow-Status, Digga. Bruder, ich bin durch alle weggedribbelt und hab Tor geschossen. Das war so krass, Digga. Das hatte so Aura, aber es wurde nicht aufgenommen, leider. Das fuckt mich ab, nein, ich schwöre. Kramer meinte sogar, während ich da war, er meinte, oh, da ist einer im Flow. Digga, ich schwöre, ich war so im Flow drin, Digga.
Fuck, Mann. Ja, und dann waren wir noch essen. Wir waren essen und Fabo hat einen Platten bekommen. Digga, ich sollte mit Fabo zusammen Autoladen gehen. Digga, der fährt über Schlagloch Reifen leer. GG, Digga. Der Porsche hat Platten. Nee, der hat jetzt einen neuen Tesla Model Y Performance. Leute. Und das sieht man richtig schön in seiner Story. Hey Leute, ich hab einen Platten. Ich schicke euch jetzt nicht nur ein Foto, ich schicke euch jetzt kein Foto von meinem Reifen, sondern ich schicke euch jetzt ein Screenshot von meinem, von meiner Tesla-App, wo man genau sieht, dass ich einen Tesla Model Y Performance habe, Leute. Den neuesten. Leute, bin ich gekocht? Bin ich gekocht, Leute? Ah, sorry, man sieht mein Auto leider. Ah, sorry, Leute. Der Bastard, Digga. Ist das ein großer Unterschied zu deinem? Ja, schon. Also ist halt viel geiler, sieht geiler aus, hat mehr PS und kann, glaube ich, mehr länger fahren. Aber ich glaube, ich zieh's. Ich wollte letztes Jahr mir ein Auto, einen Verbrenner leasen. Ich glaube, ich werde es dieses Jahr machen. Ich glaube, ich werde mir dieses Jahr einen Verbrenner leasen, Leute. Und ich weiß schon genau, welches Auto. Ein niegelnagelneuen Porsche, Leute! Nein, eine Mercedes. Mercedes. Aber auch nur, weil ich VIP-Leasing bekomme. Nimmt mal mit, Leute, nimmt mal mit. Welches Modell? Aber ich hoffe, dass es klappt. Ich glaube, es war das hier, warte. Es ist irgendeiner von denen, es wird ein Cabrio. Irgendeiner von denen, ich weiß auch nicht wer. Kein G-Wagon, Bruder, auf gar keinen Fall. Nimm doch Zug, Bruder. Er sagt, ich soll Zug nehmen. Jetzt kann ich's dann wieder sagen, weil ich krieg eh keine Koop. Ich fick Deutsche Bahn. Digga. Holy shit, Alter. Scheiß auf Umwelt, ja. Real Talk, ja. Ja, scheiß auf die Umwelt. Wenn ich die Umwelt rette, indem ich Zug fahre, dann scheiße ich auf die Umwelt. So? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? So, und ich weise nochmal auf das Video hier hin. Digga, ich sag, das ist immer noch die lustigste Story. Ich schwöre. Bruder, dieses Video hieß eigentlich, ich hasse die Deutsche Bahn. Und ich hätte eigentlich ich glaube sogar jetzt in der Woche eine Kooperation mit der Deutschen Bahn gehabt. Aber die haben gesehen, die haben dieses Video hier gesehen, wo noch stand, ich hasse die Deutsche Bahn. Und meinten dann, nee, doch nicht. Und dann habe ich es umgeändert auf, ich liebe die Deutsche Bahn und habe trotzdem die Kurve nicht bekommen. Egal. Ich finde das Shorts unten gut, ja, das ist auch krass. Da ist das Headquarter von denen. Deutsche Bahn! Fickt euch! Bruder, ich wusste nicht, dass Younes ihn trifft, Digga. Junge, ich hätte ihn angebettelt, dass er irgendwas mit meinem Namen sagt, ne? Oder einfach Younes hat Speed getroffen, Wallah. You know to me? For you, bro. It's not your fault. Take it, bro. I don't need it, though. Give it to someone. I don't need this. But give it to someone. Bruder, aber ich habe jetzt wieder indirekt Speed angefasst, Leute. Was soll ich sagen? Ne? Chad, do I give it to somebody? Ich fahre immer so Bahn. Ja, aber Bro, du fährst doch manchmal Bahn. Wirst du oft angesprochen oder nicht? Ja, oder? Ja, guck. Was ist das hier? Digga, hat Schradin jetzt auch einen 40-Stunden-Kanal? Bro, bringt das so viel, Digga? Dass das alle machen? Soll ich das auch machen? Frankfurt, Berlin, 3 Stunden 52, 270 Euro. Ich flieg dahin mit der Hälfte vom Preis. Wenn überhaupt, Digga. Will ich ein bisschen Christmusik haben oder sowas? Oder egal? Nee, passt so. Noch irgendwas Lautes. Peinlich. Ich höre noch keine Musik. Ja, Miguel sucht noch raus. Digga, ich hab mich so abgefuckt, Alter. Was? Oh, das ist geil, Miguel. Danke, Miguel. Ey, Wieland, noch ganz kurz wegen Regeln. Ich war so abgefuckt, Alter. Du jetzt irgendwie den Schranz. Sometimes in the life, you have to be competitive, you know. Ich muss das nochmal kurz sehen, bitte. I think sometimes in the life I'm too competitive, you know. It's good to be competitive on the field, but sometimes in the life you don't need to be like this. And me, I always want to show that I'm better, or I'm the best, I can win, I can do things, but in the life you don't need every time to do. So, jetzt will ich noch kurz das hier hören. Maybe I'm too good. Some people are against me. Maybe I'm too good. Why is it always the case with you? I don't know why. It's every time against Middlesbrough. For me, it's a penalty. Maybe someone's don't like me, but because maybe I'm too good. I don't know why. Digga, das Augenbrauenzucken, Alter. Because maybe I'm too good. I don't know why.
Geil, was ist das? Tonight you became the youngest player in UEFA Champions League history to score a first-half hat-trick. How are you feeling right now? I feel very good. Anything else? You asked how I feel, I answered. I feel very good. What's the secret? 17 goals now this season in 9 games. To work hard. You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In 2 weeks you go to Anfield. Your father scored there in 1997. Are you going to follow suit? I hope so. W-Interview. Weil ich auch noch From the Bus. Wer war das nochmal? From the Bus. Kevin De Bruyne. From the Bus. Wer war das nochmal, Digga? Keiner kennt das. Ja, kann sein. Das ist auch ein bisschen... Ich hab das auch nicht gekannt. Frankreich oder Island dann das Finale. Will Deutschland jetzt den Titel? Wollt ihr das unbedingt? Nee, auf gar keinen Fall. Unser Ziel war immer, im Halbfinale auszuscheiden. Dementsprechend werden wir auch mit einer laschen Einstellung da am Donnerstag. Herr Lieberknecht, die waren sehr emotional nach dem Schlusspfiff. Warum genau? Ach, die andere Frage, komm. Warum? War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch Klassiker. ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir 2 so Scheißfragen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Weil Wie war denn jetzt die Stimmung gerade in der Kabine? Sie waren schon Natürlich drin haben Sie und haben gelacht. sich schon ein bisschen was gesagt. Was denken Sie? Ja. Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Natürlich haben Sie gelacht. Es ist sehr lange her, dass der FC Bayern so früh ausgeschieden ist. Größte Chance, müssen wir ehrlicherweise sagen, hatten Sie. Warum haben Sie den ganz simpel gefragt? Nicht gemacht? Ja gut, das ist tatsächlich eine blöde Frage. Ich finde die gar nicht so blöd. Frankreich oder Island dann das Finale. Will Deutschland